Die Damen und Herren, ich begrüße euch dann ganz herzlich hier im Namen von MSW bei der traditionellen Pressekonferenz für die Rentrée. Wir sagen euch merci für Ihren Interesse. Wir mussten kurzfristig als Pressekonferenz regeln, weil wir sie ursprünglich vorgesehen hatten wie für gestern. Also für gestern. Und dann haben wir festgestellt, dass der Herr Meister noch seine Pressekonferenz ging auffallen, also wie das wir immer, aber nicht vor der Konkurrenz haben, bin wir wie kein da gewesen, von ihr immer gedacht, dann regeln wir das lieber auf Haut. Ich fange vielleicht an, dass wir die Equipe im Durch vorstellen. Wir haben Madame Bichler, responsable bei uns für die Charge de Cours. Dann haben wir als Kollege vom Sekundär, du siehst doch neben dem Michael Deckendorf und Jules Bartel, die für den Sekundär noch schwätzen werden. Und dann werde ich probieren, auf die Fundamental anzugehen. Lo nicht repräsentiert haut, weil sie schon am Gange sind, Rentrée zu bringen. Das sind als Leute von der Centre de Compétence. Die sollte noch nachkommen, da war aber leider Chemie disponibel gewesen. Ich wollte nur kurz rappelieren, dass die SEW-Gewerkschaft das von allen Akteuren am Enseignement. Und dafür haben wir als Sujet auch ein bisschen abteilen, für das der Teil nicht zu lang geht. Dafür werden wir dann auch an den nächsten Wochen eine Spezialpressekonferenz machen, wo wir mehr spezifisch oder exklusiv spezifisch auf Probleme von den Charge de Cours gehen. Und wir werden auch an den nächsten Wochen oder dich kommunizieren über das Personal von der Centre de Compétence, wo seit einem Jahr, ich weiß nicht, ob ich es Verhandlungen nenne, wo man Gespräche zumindest mal mehr Mai schlafen über die Missionen an Taschen, wo es nicht richtig weitergeht, wo aber konkret Propositionen durchleihen. Und ich denke, wo an den nächsten Wochen sich etwas muss tun. Da vertreten wir auch noch die internationalen Schulen. Ich denke, dass wir nur noch kurz auf die spezifischen Probleme und Situationen von den Schulen eingehen. Ich denke noch, dass wir da darauf zurückkommen müssen. Weil da wo eine ganz komplexe Situation ist, nicht nur mit Personal, sondern auch das ganze Modell von den internationalen Schulen. Ich denke, dass wir doch an den nächsten Maindenker dann durch speziell kommunizieren. Voilà. Es gibt immer mehr Zusammenarbeit zwischen fundamentaler und sekundär, nicht nur, weil wir ähnliche Sujets und Probleme haben, mit aber immer mehr Situationen, wo sowohl der Fundamental wie auch der Sekundär betroffen sind, wie zum Beispiel weil die sogenannten Centre de Compétence, die Orientation und hauptsächlich auch die internationalen Schulen. Also bei uns lebt die Zusammenarbeit, die ist ganz wichtig und die muss man dann auch immer noch mehr ausbauen. Danach werden wir dann erfrorener werden und natürlich auch zu Sujets, auf die wir vielleicht nicht so explizit oder gar nicht ergangen sind. Und über die Covid-Mesuren also an den letzten Tagen, oder nicht immer an den letzten Tagen, sondern an den letzten Monaten extrem viel geschwärzt gehen. Und dafür wollten wir den Fokus auf andere Probleme richten, als in den Schulen, auf andere Situationen, die an den letzten Monaten komplett an den Hintergrund geworden gehen. Also wir wollten in dem Moment nicht auf Covid-Mesuren angehen. Ich meine, wir haben das doch schon ausgiebig an den letzten Tagen kommentiert. Wir sind im Gegensatz vom Edukationsminister als Enseignant alltag mit der realen Situation an den Schulen konfrontiert. Und wir können uns nicht darauf konzentrieren oder darauf limitieren, eine Ankündigungspolitik zu machen. Für uns geht es darum, für kurz-, mittelfristig Lösungen zu finden für Probleme, die bestehen. Aber wir können uns nicht erlauben, immer nur ein Projekt nun zu kündigen, ohne dass es dann real plan geht. Fundamental wollten wir uns für das Rentrée auf 3 Sujets konzentrieren. Das ist etwas nicht Neues, den Dialog zwischen dem Minister und den schulischen Akteuren und seinen Konsequenzen. Dann haben wir das Problem von den personellen Moyens an den Schulen, die berüchtigten Kontingent von Stunden, die wir am Fundamental haben. Und dann ein Thema, über das leider gar nicht oder bald gar nicht geschwärzt wird und das immer mehr akut geht, das ist die Penurie von den Enseignants. Und das liegt natürlich am direkten Zusammenhang mit der Attraktivität von unserem Beruf, hauptsächlich vom Schulhallen. Was den Dialog belangt, muss ich feststellen, dass der Minister in letzter Zeit
viel beigelehrt hat. Weil natürlich, dass wir einen Dialog haben, mit Conny Graf gesagt, sind Vorgehensweise an verschiedene Phasen andelen. Wie nu gefangen hat, hat den Reunionen abgerufen, wie wir das gewinnt waren. Wenn es dann zu einem Dissens kommt, da gibt es nicht konstruktiv Gespräche, es kommt nicht zu einem Austausch von Argumenten, mit Diskussionen ist einfach aufgebracht. An einer nächsten Phase hat der Minister nicht mehr nur gekündigt, als ob Reunionen zu invitieren, wenn wir uns am Vorfeld geben, mit seinen Mesuren einverstanden erklären, und dann dürfte man helfen, für sie Terrain umzusetzen. Was natürlich ein No-No für den SEW war. Lohnsingsstrategie rumgeändert, wir können zu sogenannten Konsultationen mit den Partnern. Nachdem sind Mesuren dezidiert wird, ganz kurz, ehe es um die Presse geht, können es dann zu Reunionen, praktischerweise in den letzten Monaten immer über Teams, wo der Minister, und das nicht nur mit Vorgehensweise mit den Gewerkschaften, sondern auch mit den Elternvertretern, wo der Minister seine Mesuren annonciert und dann die Gewerkschaften in diesem Fall invitiert, dazu Stellung zu holen, wobei da aber nicht zu einer Diskussion können, reagiert nicht darauf, da sieht dann einfach, der gibt das mitholen und dann ändert sich am Prinzip und dem werden also am Anfang erklärt, gar nicht. Das ist nicht für uns zufriedenstellend. Ich denke, dass an der Education muss können Projekte, Reformen am Vorfeld diskutieren mit den Akteuren, mit den Enseignern, mit den Eltern, weil sie aber langfristig, mittelfristig große Konsequenzen auf die Zukunft also können haben. Aber parallel sind die Institutionen, die dann die Education gibt, wie zum Beispiel den Conseil supérieur von der Education, wie im Niveau vom Fondamental Commission scolaire nationale, sind zu reinen Alibi-Veranstaltungen degradiert gehen. Die kommen ganz rar zusammen. Das Minister passt darauf, für den Ordre du Jour festzulegen. Es geht nicht am Vorfeld über Reformen diskutiert, die Kommission geht gar nicht konsultiert, sie gehen meistens mal nicht nur konsultiert. Das bringt natürlich mit sich, dass die Leute, die da vertraut sind, nicht motiviert sind, für Stellungnahmen zu holen, für sich anzubringen, weil sie aber gemerkt haben, dass die Erfahrungen, diese so gemacht haben, überhaupt nicht konsideriert gehen. Muss ich feststellen, dass es für den Minister wichtig ist, oder das Wichtigste ist, seine Außendurstellung. Ich weiß nicht, ob der gestern Chance hat, für den Livestream zu sehen aus der Flotter Reunion an der Philharmonie, wo ein Doktorin aus der Education für die Rentrée invitiert hat. Das muss ich feststellen, es war eine penible Selbstinszenierung, eine Selbstbeweihräucherung vom Minister. Probleme geschehen, ignoriert, und das sogar vis-à-vis von einem Publikum, den die reellen Situationen an dem Terrain, an der Praxis kennen müssen. Und da geht parallel dazu, der Minister schenkt sein Image ein bisschen zu ändern, eine helle wohl neue Reformen, spektakulärer, ungekündigt, wobei bei so einer Hausaufgabenhölle, wenn so viele werden, alles wird nur gekündigt wird, kaum Aussicht gibt, das nötig Personal zu fangen, wobei keine Infrastrukturen bestehen und es bei den meisten ungekündigten Reformen auch kein Plan gibt. Das merkt den immer spätestens dann, wenn der Tisch, da geht nach innovativ pädagogisch Projekten ausgeschafft wird. Der Minister ist also auf der Schiene, sich als Reformer durchzustellen, mit einer Ankündigungspolitik und einer Aktivität für gegaukelt, die manifestement in den letzten Monaten aber nicht da war. Und offensichtlich das Ziel für den Probleme an der Chantier, die wir an der Education haben, und das ist ein helle Wohl, die vernachlässigt gesehen, dass wir von denen aufzulenken ist. Und wir brauchen aber sehr Lösungen. Weil nur bei der Rentrée sind Enseignants, als den Enseignants nicht geholfen mit Ankündigungen, wir sind mit den konkreten Konsequenzen von der Pandemie konfrontiert. Sie haben keine Appuistunde mehr, weil durch die Kontingent die Sommerschool, die der Minister so rausgestracht hat als großes Succès, wo verschiedene Kinder schon ein paar Stunden mit Leuten, die sie nicht am Vorfeld kannten und jetzt schon die Situation nicht kannten,
Dabei kriegt hun alles dat, Menge net geht net durch für die Probleme, die Pandemie an den letzten Moment gemacht hat, für die können zu lesen. Wir sind das schon als PR-Aktion an die Scheier, die Sozialscheier an den Schulen riskiert noch immer mehr auseinander zu gehen. Aber parallel kommen wir dann auf den allen Diskurs. Gewerkschaften sind die Innovationen bremsen, die wollen auf traditionelle Wege bleiben, die gehen alle Reformen sind, die gehen alle Changements sind. Ich muss sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Weil wir wissen alle gut, dass wir dringend reelle Reformen brauchen, und zwar hauptsächlich in Richtung von einer schulischer Gerechtigkeit. Da muss viel gehen, immer die mehr große soziale Ungerechtigkeit, die an unseren Schulen produziert wird. Das ist offiziell auch der Diskurs von Herrn Meisch, wenn er ihm nur lauscht. Just froh mir also, ob die Mesuren, die ihr nur könnt, und die teilweise auch an der Praxis umgesetzt werden, ob das richtig ist, ob das wirklich die Lösung ist, die wir brauchen. Dabei muss ich noch sagen, dass es den Kindern und Enseignern an den Schulen eigentlich den Image von der Person, vom Edukationsminister, nicht so wichtig ist. Der Minister hat den Enseignern schon ziemlich am Anfang für ein paar Jahre eine Mailkür verpasst. Du weißt, die Enseignants haben gesagt, sie dürften nicht mit der Presse schwätzen, wenn sie eine Aufrufe kriegen, dann muss das über das Ministerium laufen, sie müssen sich das genehmigen lassen. Teilweise müssen sie noch zugehen, ein bisschen mit denen aufklären. Leute, die sich getraut haben, Kolleginnen oder Kollegen, die sich getraut haben, mit der Presse zu schwätzen, sind teilweise wirklich solid zurechtgewiesen. Kommunikation zwischen zwischen den Enseignants und dem Minister ist dafür ähnlich. Die Kogestion, die man fundamental hat, in das Schulgesetz von 2009, ein ganz gutes Modell, den ist komplett aufgeschafft worden, an dem das für ein paar Jahre Regionaldirektionen angefordert gesehen. Und die Regionaldirektionen, die haben aus dem Präsidenten vom Komitee d'école, den eigentlich so zusammen mit seinen Kollegen zuständig sind, für seine Schule zu organisieren, für Lösungen für Probleme zu finden, wird aus dem einfach nur den verlängerten administrativen Arm von der Direktion gemacht. Kommunikation an der Schule läuft just top-down. Das heißt, kommen Instruktionen vom Minister an Direktionen, die gehen sie weiter an Schulen. Das ist aber es geht nicht in die andere Richtung. Es gibt also keine Möglichkeit mehr für die Enseignants, sich an die Prozesse von Reformen anzubringen. Respektive mal nicht für konkrete Probleme an der Praxis hinzuweisen. Die Politik hat aber Konsequenzen. Das sehen wir. Und die Konsequenzen, die gehen an sich immer mehr dramatisch. Und auf der einen Seite der große Vertrauensverlust bei den Eltern. Auf der anderen Seite der Minister die Schule durchstellt, also ohne Problem, als wie wann das wirklich rollen. Und dann merken die aber an der Realität, dass das nicht der Fall ist. Das führt dazu, dass Leute das Ängsten entstehen, Zukunftsängste bei den Eltern für ihre Kinder, Unsicherheiten und noch Kritik. Und das führt ganz oft zu Konflikten mit Enseignants. Weil dadurch, dass der Minister alles ziemlich positiv durchstellt, ist es ja dann nicht mehr möglich, dass der Enseignant das Problem ist. Wenn die Realität nicht dem entspricht, wie der Minister sie nach außen durchstellt. Das führt dann auch zu einer Resignation bei vielen Enseignants, die merken, dass sie zu reinen Exekutoren degradiert sind, die aber im Terrain an der Klasse mit der Realität konfrontiert sind. Und da muss sie feststellen, dass, oder zumindest das Gefühl haben, dass der Minister tatsächlich um seine eigene Durchstellung geht, um sein Image, und dass ein Problem ignoriert. Sie fühlen sich also alleingelost und sie fühlen sich an ihrer Rolle auch nicht gewertschätzt. Das bringt also mit sich, dass eine große Majorität von den Enseignants heutzutage sich mit der Edukationspolitik, ich habe das heute zwischen Anführungszeichen geschrieben, nicht mehr können identifizieren. Dabei sind noch Enseignants a priori offen für Reformen. Sie wissen, wo die Probleme sind, sie wissen teilweise auch, was Lösungen sind, sie können Wege abzeichnen. Sie zählen sich aber in diesem Fall zurück, weil sie merken, dass ganze Code-Mesuren, die an der Schule nur in den letzten Monaten oder schon für Drohnen angefordert gesehen, just am Fungel PR sind. Und dafür, weil es um die Zukunft von unseren Kindern geht, sollten wir eine ehrliche Edukationspolitik betreiben.
Und das fängt für allem damit an, dass sie Probleme benennt. Minister sind nicht nur Bausen benannt, können die auch so eine politische Rolle. Wir haben entretan gesagt, gehen Probleme an der Schule selber, am Milieu von der Education nicht mehr benannt. Aber wenn wir Probleme nicht benennen, dann sind wir auch nicht offen für eine Analyse, und wir können noch nicht nur Lösungen sichern. Und da bleibt von unseren großen Problemen an der Education, ich komme auf den zweiten Punkt, da bleibt der berühmte Contingent. Ich erinnere an 2009 bei der Schule, wie die Schulreform kam am Fundamental, als ein Koeffizient festgelegt ging von Stunden, die alle Schulen so gut tut, aber komplizierte Schlüssel wird das gerechnet, ich meine, nicht, wenn ich weiß, wie das geht. Den als über 10 Jahre angefordert ging, hat also 2019 seinen definitiven Stand erreicht. Wir hatten schon relativ früh die Rechnung gemacht und wir haben festgestellt, dass es mehr wie richtig war. Es sind weit über 10.000 Schulstunden bei gleichbleibender Schulpopulation nationalem Niveau über 10 Jahre aufgebaut gehen. Weil alle Schulen haben massiv Stunden verloren. Klasseneffektive sind teilweise viel mehr hoch gehen. Centre d'apprentissage an Appuistunden, die ganz viele Schulen für drun organisiert hatten, sind los aufgebaut gehen. Ganz viele Schulen entretan ganz verschwunden oder auf ein ganz kleines Minimum reduziert gehen. Und dabei ist der Mond eigentlich gewusst. Wir stellen fest, dass immer mehr Kinder müssen ein spezielles Enkadrement kriegen, schulische Probleme haben, respektive Verhalten haben an der Schule, werden dem Enseignant am Klassenverband, den unter Großkindern nicht mehr erlaubt, dem Kant seine Besoin gerecht zu gehen. Sogar das Ministerium hat teilweise angesehen, dass wir unter einem Minimum sind. Wenn ich Ministerium so nenne, dann denke ich an die Leute, die das schaffen. Sodass sie ein bisschen unter der Hand viele Schulen auch Kontingent die eine oder die andere Stunde zugeschanzt tun, weil es auch hauptsächlich auf kleinen und mittleren Schulen untertan nicht mehr möglich ist, eine Schulorganisation zu machen. Wenn ich mit Moyenne rechne, dann ist ein Jahrgang, wo wir 25 Kinder sind, kann ich die Klasse nicht teilen, weil ich einfach nicht genug Schulstunden habe. Und dann geht die Schulorganisation teilweise überhaupt nicht mehr ab. Parallel dazu sind aber, und das auf regionalem Niveau, ganz viele Plätze geschaffen gehen für Hilfsmuseen. Leute, die eigentlich angestellt sind, für an den Schulen zu intervenieren, für die Kinder zu helfen. Wir müssen aber feststellen, dass das ganz mit einem ganz großen administrativen Aufwand verbunden ist. Wo müssen Rapporte geschrieben gehen, wo nur ganz lange Diagnostiken gemacht werden, wo eine helle wohl Reunionen angerufen gehen, wo auch alle Enseignants mit angebunden sind. Aber wenn den administrativen Aufwand aufgeschlossen ist, wenn das Dossier fiseliert ist, sozusagen, stellen wir da fest, dass die Leute, die am Anfang gesagt haben, die können helfen, all ihre Zeit abgebracht haben. Und da kriegen die Leute an der Schule konkret ganz oft gesagt, ja tatsächlich, wir haben herausgefunden, das kann nicht geholfen kriegen, aber leider haben wir kein Personal mehr dazu. Das heißt, es könnt ganz tags kaum konkret helfen bei den Kindern an. Das ist in sich eine wirklich unbefriedigende Situation für Tituläre, die teilweise auch schon gar nicht mehr Kinder melden, weil sie so, das wird gewährt, das bringt schon einen großen administrativen Aufwand für mich. Und ich bin auf der anderen Seite Partner an der regionalen Direktion, in dem es just darum geht, ein Dossier aufzustellen, für eine so eine Schumann gemacht, wir kriegen am Anfang kaum konkret Hilfe, die bei den Kindern auch könnt. Und dafür ist das auch eine unbefriedigende Situation ganz tags für die Leute, die auf den Direktionen arbeiten. Es könnte zwar an der Schule so ein bisschen so zu einem Konflikt, zu dem die so mal leicht mal mit dem Dossier dich zu befassen, kommen wir bei uns Kinder arbeiten, mehr wie, dass man die auch bei uns organisiert und haben wir festgestellt, dass das für die auch unbefriedigend ist, dass die so mal leicht mal, ich gebe auch lieber an die Schule gehen, ich gebe lieber mit den Kindern arbeiten, ich sehe, dass das mir sinnvoll ist. Ich bin tatsächlich auch dazu solo mal missbraucht, für ein Dossier aufzustellen. Dafür verlangen wir als SEW erstens mal eine Anpassung vom Kontingent, dass wir da auf ein Niveau kommen, den wir hatten 2009. Also wir sind nicht am Gang, ich habe es zu fragen, was wir noch nie hatten, aber wir wollen am Anfang da zurückkommen, besonders aufgrund von einer Demande, die an die Blut gegangen ist. Auf allem eine Reaffektation oder auch eine Reaffektation vom Personal
die Leute, die sollen helfen kommen, die Spezialisten, von den regionalen Direktionen anschauen. Wo sie dann in Kollaboration mit den pädagogischen Equipen, die wir an den Schulen haben, direkt können bei den Kindern angesagt gehen. Da, wo sie gebraucht gehen, dafür brauchen wir keine Direktion, für das alles zu organisieren. Und wir brauchen für allem viel mehr administrativen Aufwand. Es muss ein konkret Hölle sein, Terrain. Ich meine, die Enseignants sind kompetent genug, für die Besoin zu erkennen. An der Konzertation mit den Spezialisten, die wir haben, können sie an der Schule sehr ein maximal efficaces Encadrement organisieren. Das ganz fair, da ist dann natürlich direkt über den dritten Punkt, das ist der Punkt von der Penurie. Wir sind fundamental mit einer ganz dramatischen Penurie konfrontiert. Wenn ihr guckt, hatten wir eigentlich immer Penurie. Vielleicht Jahrzehnte. Wir kommen da aus einer Situation, wo am Anfang das Ministerium, an dem das sind eigentlich viel mehr Leute zugelassen an Formation, wie man da gebraucht und eine künstliche Penurie geschaffen hat, weil das Demos dazu gefordert hat, dass die Education müsste ganz viel Charge de Cours engagieren. Das heißt, das war eine künstliche Penurie von der Politik gewollt. An heute der Situation ganz ernst ist, obwohl wir durch den Kontingent viel mehr Besoin haben, fehlen uns Leute, weil eigentlich keiner sich mehr meldet oder nicht mehr genug Leute sich melden für den Konkurs und nicht mehr genug Leute eigentlich die Formation machen. Das liegt natürlich an der Attraktivität vom Beruf. Es gibt einfach nicht mehr genug Junker, die wollen von Anfang an über die richtige Formation auf der Uni enseignen gehen. Die Ursachen dazu, dass der Beruf nicht mehr attraktiv ist, sind vielfältig. Ich meine, eine demagogische Politik und in den letzten Jahren, die hat natürlich geholfen, dass der Prestige vom Beruf nachhaltig beschädigt ist. Das fährt dann so weit, dass verschiedene Kolleginnen oder Kollegen bald geniert sind, für darüber zu erzählen, dass sie Enseignant sind. Da könnte dabei das Rolle vom Enseignant in den letzten Jahren fundamental changiert ist. Wie ich angefangen habe, das ist schon ein paar Jahre her, weil es geheißen, du bist ein Titulär an der Klasse, löst ein Problem, du bist responsabel, ist responsabel für die Kinder, ist responsabel für den Kontakt mit den Eltern. Heute ist das nicht mehr so. Der Titulär kriegt eine ganze Reihe von seinen Responsabilitäten weggeholt. Das heißt, du musst Probleme lösen, man kriegt aber nicht mehr dieselben Responsabilitäten. Und das könnte durch eine große Hierarchisation von unserem Enseignement. Wir kriegen immer mehr Schaffen und immer mehr Leute, die noch wollen mit Kindern arbeiten. Und dabei ist die wichtigste Platz im Enseignement in der Klasse. Die Leute fühlen sich aber permanent bevormundet und haben eigentlich immer mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei sind die Regionaldirektionen, die an den letzten Jahren abgekommen sind und die in der Pandemie tatsächlich angefangen haben, sich wirklich eine große Rolle zu spielen, sind an dem Kontext ein großes Problem. Wir stellen fest, dass es zu einer Infantilisation kommt und eine große Intimidation von den Enseignants. Druck wird gemacht. Wir sind als SEW mit ganz vielen Reklamationen befasst von Leuten, die von ihren Direktionen auf eine Art und Weise, die nicht immer korrekt ist, groß unter Druck gesetzt sind. Wir stellen aber fest, dass am selben Kontext die Enseignants kaum Unterstützung finden, wenn sie Probleme haben. Das ist das so, dass eine Direktion einfach probiert, am administrativen Weg sich aus der Responsabilität rauszuhalten. Wir stellen fest, dass die Direktionen hauptsächlich sich auf Administration beschränken und kaum auf Pädagogik interessiert sind. Pädagogische Probleme gehen administrativ geriert. Und das ist ein Problem. Der Enseignant in der Klasse, das ist lösungsorientiert. Probiert eine Lösung zu finden, wenn ein Problem hat, und so sehr wie möglich. Damit wird konfrontiert mit einer Direktion, die ist aber prozedurorientiert. Die sieht man, was haben wir in dem Fall für Prozedur. Aber wenn du keine Lösung rausgeht, von Prozedur angehalten hast, stellt in der Regel fest, dass sie dann an der Direktion schon zufrieden sind. Dabei stellen wir auch immer mehr fest, dass die Responsabilitäten probiert geht auf
d'Enseignants zu drecken, die aber keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Dann kriegen wir dadurch eine ganz große Groove zwischen den Regionaldirektionen, die irgendwo an den nächsten Regionen sitzen, weit weg von den Schulen, die da auch die spezifische Lokalsituation an den Schulen nicht kennen, die eigentlich Fremdkörper sind und die an der Schule von den meisten Kollegen nicht als Lesung, mehr echt als Problem gesehen. Dabei sind da noch Interventionen mit, am Fall, ich kenne das Beispiel von Konflikten mit Eltern, die aber immer mehr häufig sind, wo Eltern teilweise auftreten haben, wo ihr seht, das ist mehr wie Limit, Gott sei Dank nur eine ganz kleine Minorität, aber da stellt ihr aber fest, dass die Leute da nicht direkt gesteipt kriegen, so wie das müsste sein, und das ist ein Problem, sogar wenn es am Recht sind natürlich. Ich kenne da gerne ein Beispiel immer zwischen dem Fundamental und dem Sekundär. Wenn ich an den Sekundär, wenn man einen Direktor schwätzt, dann seht ihr mir und dann mengt sich, seine Direktion, seine Profen, seine Lycée, also seine Schüler, das ganze Umfeld. Bei uns am Fundamental ist es so, wenn der Direktor sieht mir, dann mengt sich, seine Zudirektorin und seine Administration. Das ist also ganz klar ein Groove zwischen also zwischen den Schulen und den Direktionen. Wir verlangen mir beim SAW an dem Kontext einen Paradigmenwechsel. Wir gehen gerne zurückkommen, zurück am positiven Sinn, auf das Modell von der Co-Gestion, den wir quasi einzigartig darum aufgebaut haben, der wirklich funktioniert hat, den immer ganz positiv auch bewährt ging von Enseignants. Aber wenn das nicht so möglich ist, wenn es dann unbedingt muss eine Leitung sein, wo wir nicht überzeugt sind davon, da muss man zumindest einen Hund, die an der Schule präsent ist, die an der Schulen ist, die sich mit der Schulkommunität identifizieren und durch sur Platz konstruktiv hilft, für Mat zu schaffen, für Probleme zu lösen. Dabei, die Strecke der Penurie, sind noch immer mehr Junker, die an der Formation weiter studieren. Du merkst, dass die Schulhallen für viele Junker manner interessant ist. Und das hören sie ganz oft von denen, die an der Schule sind. Die merken, dass die nicht valorisiert gehen, dass die zählen, wie die Situation ist, und dann sagen sie, okay, das tut nicht mal, das tun sie, studieren weiter. Der Prestige vom Schulhallen ist einfach zerstört. Ich komme nicht darauf zurück, ich meine, das sind die wichtigsten Leute, die an der Schulhallen sind an der Hierarchie, aber ganz innen nur gerutscht und fühlen sich entretemps nicht mehr gewertschätzt. Wir hatten für 2 Jahre eine Umfrage gemacht an der Schule, wo man ganz viel Antworten kriegt, und ich komme ganz kurz darauf zurück, weil das aber in dem Kontext interessant ist. Ganz viele Enseignants gesagt haben, sie geben den Beruf nicht mehr wählen, wenn sie nicht nur fänken. Wo da ganz viele gesagt haben, sie geben noch keinen Rodenen zu holen. Wo auch ganz viele Enseignants gesagt haben, sie hätten schon über Alternativen noch gedacht. Das alles bringt mit sich, dass wir Männer Kandidatinnen haben am Konkurs, wie wir da brauchen. Und da sind wir noch, ich komme darauf zurück, auf einem ganz niedrigen Niveau, weil durch den Kontingent aber Plätze schon begrenzt sind. Aktuelle Lösung vom Ministerium ist quasi nicht die Quereinsteiger. Quereinsteiger, das sind die Leute, die dann eine andere Formation gemacht haben, kommen nach 3 Jahren, nachdem sie den Bachelor haben, an die Schule, kriegen während 2 Wochen einen Crashkurs, gehen auf Kanner, bei Kanner gesagt, und machen dann eine Formation während einem Jahr, gehen dann noch an den Konkurs, und sind dann mit derselben Formation, also selbst du gesehen, wie die Formation auf der Uni gemacht haben. Den auf die Uni geht, für den Bachelor muss 4 Jahre machen, und das tun noch eigentlich Jus d'Enseignant. So Jus d'Enseignant, weil wenn du Quereinsteiger ist, ist der Plan B. Wenn du noch ein paar Jahre merkst, das sieht man aber nicht, das ist sitzt dein Diplom aus der Tasche, und das ist, ich kann aber etwas ganz Ernstes machen. Aufgesehen davon ist es klar, dass die Quereinsteiger die Formation auf der Uni komplett devalorisieren. Aus ökonomischen Gründen für die Jungen entretemps möchte ich kaum noch Sinn, zuletzt auf die Uni zu gehen oder irgendwo meist auf die Uni zu gehen, für die Formation zu machen über 4 Jahre, und dann möchte Quereinsteiger kann quasi direkt nur 3 Jahre für Geld zu verdienen. Das alles bringt mit sich, dass am den Prestige von der Formation und damit der Prestige vom Beruf nach mir aufgezogen wird, aber langfristig wahrscheinlich die Probleme von der Penurie nicht können an den Griff kriegen. Parallel dazu, als der Minister auch nicht interessiert und denen, das sind da über 1000 Charge de Cours. Und Idee, ich will das nicht rappellieren, aber die Schulen nicht geben Aufmerksamkeit, schon seit vielen Jahren. Also noch nicht wirklich interessiert, für eine Ausbildung zu gehen. Es gibt eine Ausbildung, die ist aber von der Organisation so kompliziert, dass es viele Leute
an ihrer Situation kaum möglich ist. Und tut den wirklich Gefühl, dass ich der Meinung im Ministerium aus, soll man die ausbilden, wenn ich den ausbilden und ich nicht die mehr am Enseignement, die zählen wir schon matt. Also, wenn man von Planung gemacht, die Planifikation von den Taschen, gehen die Charge Jahr für Jahr mal da gerechnet, dann gesagt, du hast die böse undiplomierte Leute natürlich aufgerechnet. Was fordern wir noch? Die Attraktivität vom Beruf muss immer gut kommen. Ich meine, das können ein bisschen raus, was ich probiert tun zu erklären. Und es geht ganz sicher nicht durch, von der Minister man eine Kampagne kennt und einen schönen Film zu möchten, wie er so gerne möchte, und ein paar Plakate an die Lyceen abhängt. Es muss zu einer Revalorisation vom Schulleiter kommen. Weil im Moment ist es so, dass, wie gesagt, den Enseignant an der Klasse, den Titulär an der Hierarchie und Prestige ganz ohne steht. Es muss auch zu einer Responsabilisation vom Enseignant kommen, der muss ständig Decisionen holen. Und die hat die Autorität die braucht. Die an den letzten Jahren par rapport zu den Älteren und so teilweise auch par rapport zu den Kindern durch die ganze Organisation verloren hat. Wir stellen leider fest, dass Leute motiviert sind, wenn sie an den Beruf kommen, aber DAX schon nach kürzester Zeit resignieren, respektive Flammer getroffen wird. Ich will da zum Schluss aber noch, weil da auch ein bisschen in Richtung von der Autorität geht, ob die Flotresultate von der Orientationsprozedur vom Fundamental und des Sekundär hinweisen. Wo sieht, wenn sich auf die Schule geklappt hat, hat der Minister sich selber, dass es so flotten Konsens, da wären wir schon bei Zolen, die einer Diktatur gleichen, zwischen Enseignants und Ältere waren für die Orientation von ihren Kindern. Wenn ihr dann guckt, wo das hier könnt, dann ein bisschen analysiert, wie die ganze Situation ist, also wirklich symptomatisch für die ganze Education. Für Jahre als ich von einer kritisiert ging, dass gesagt wird, aber wir haben nicht genug Kinder, die an der Klassik gehen. Wir haben zu viel, die an den Technik gehen, aber wir für allem viel zu viele Kinder, die an den Modul gehen. Wir müssen die Zahlen ändern. Das ist nicht gesagt gehen, wir müssen gucken, wo liegt das Problem, wo sind Schule Schwierigkeiten von den Kindern, wie können wir das verbessern. Das ist einfach gesagt, wie können wir die Orientation ernst das machen. Das Prozedur geändert gehen, das ist ganz einfach. Entretemps so, dass die Eltern so, wo sie gerne hätten, dass hier Kinder hingehen, aber wenn der Enseignant mit der ist, da geht ohne größer, ohne dass sie sich so dran möchte, da geht er durchgerollt. Geht es aber eine Dissens zwischen den Eltern und dem Enseignant, da geht eine Kommission aufgestellt, da kommen die Eltern und die Enseignant, die kommen für die Kommission, müssen alle ihre Positionen argumentieren, speziell penibel Situation für den Enseignant, den muss gegen den Kanner argumentieren, was er nicht will machen. Die Eltern müssen gegen den Enseignant argumentieren, müssen seine Kompetenzen vorstellen. Das ist etwas, was Kinder sich verloren. Und nicht erstaunlich, wenn dann ganz viele Enseignants sich einfach der Position oder dem Mann von den Eltern angepasst, was die ganz flott Konsequenz hat, dass der Minister locker so, mal gucken, wie flott, da sind viel mehr Kanner, die an der Klasse gehen, noch viel mehr Kanner, die an der Modulär gehen, ohne dass man eigentlich die Situation verbessert hat. Und ich meine, das ist dann noch ein Flottbeispiel, wie die Autorität von den Enseignants zerstören kann. Naja, ich will doch just ganz kurz am Anfang auf Corona-Mesuren zurückkommen. Also wir sind froh, dass die Schulen plus oder minus normal können funktionieren. Wir fanden, dass wir heute zu Lützeburg an den letzten 1,5 Jahren im Vergleich mit dem, wie die Schulen am Ausland funktioniert haben oder an der Grenzregion, dass wir die Corona-Krise noch relativ gut gemeistert haben. Das ist der Merit von der ganzen Schulkommunität, Enseignants, Schüler, und Direktionen, die an diesen 1,5 Jahren enorme Erfahrungen gemacht haben, für den Schulbetrieb Laufen zu halten, und das trotz der spärlicher bis nicht existierender Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium. Dass nie an 1,5 Jahren zu einem richtigen Austausch kommt zwischen den Ministerien und den Schulpartnern. Alles als immer am Schnelldurchlauf präsentiert gehen, wir sind immer für den Fait accompli gesagt gehen. An eine langfristige Corona-Strategie oder sogar eine Après-Corona-Strategie, ob so eine Strategie werden wir immer nach. Und trotzdem haben wir es fertig gemacht, die Schule bestmöglich Laufen zu haben. Es gibt
leider nicht nimmen de Covid. Wir haben an den letzten 1,5 Jahren eine ganze Reihe Probleme abgeworfen, über die wir mit dem Minister oder mit dem Minister wollten diskutieren. Wir leider, als es, wenn es um andere Probleme geht wie die Corona, so gut am Scheindialog rüber. Dann herrscht nämlich beim Minister Meich totale Funkstille, einen absoluten Dialogrefus. Und das nicht nur vis-à-vis von uns, sondern vis-à-vis von allen Schulpartnern. Dieses Problem, Patrick Gerrand hat doch schon gesagt, den sich schon seit Jahren zieht, hat sich mit der Corona-Krise noch ein Jahr verstärkt. Corona schenkt, so wie auch viele Bereiche in unserer Gesellschaft, ein gutes Alibi-Argument zu sein, für sich für Aufrufe nicht zu antworten, für keine Interview mit zu akkordieren und so weiter. Und dabei beginnt neben Corona ein unzählig andere Probleme an der Schule, die unbedingt müssten analysiert und diskutiert werden. Donc, apropos von all den unbeantworteten Aufrufen, die wir die letzten 2 Jahre, 1,5 Jahre gemacht haben, haben wir auch ein kleines Dossier zusammengestellt, den du leid, wo dann auch die Briefe, die wir da geschrieben haben, könnt nur lesen und Details dann von dem Ganzen. Wie gesagt, wir haben eine Ablichtung gemacht mit einer ganzen Reihe von Briefen, auf die wir immer noch auf eine Antwort werden. Und da ist es nicht nur der Corona-Gang oder Eisarbeitskonditionen, sondern das ganz viel auch schulisch Probleme-Gang, die uns stark um Herz leiden und die an den letzten 2 Jahren ganz stark vernachlässigt gesehen. Ich gehe nicht ein paar Beispiele, wie gesagt, ihr könnt ja dann in den Briefen auch alles nachgucken. Es gibt zum Beispiel einen extremen Mangel an korrekten Infrastrukturen, brevetiertem Personal, an vielen Handwerksformationen an der Berufsausbildung. Da gibt es zum Teil eine katastrophale Konditionen im Schulgehalt, ohne dass das groß an die Öffentlichkeit kommt. Ich kann euch da als Beispiel geben, dass am Klassensaal zum Teil, nicht an einem Atelier, wo die Schüler als Stehmetzer ausgebildet gehen. Also sie gehen nicht ausgebildet von einem richtigen Stehmetzer, aber ganz oft von einem Professor-Ingenieur zum Beispiel. Da könnte ich schon vorstellen, wie das dann ist, von der Stehmetzer am Klassensaal für an der Tafel da theoretisch erklärt wird, wie eine Mauer soll abbauen. Das ist ganz typisch. Wie gesagt, der Minister hat auch gestern ganz viel von Informatik geschwärzt, in neue Informatiksektionen, die noch nachbeikommen von Hubschulen und so weiter. Wir haben Hubschulen, da schafft kein einziger Informatiker, weil kein Informatiker am Marché ist. Wenigstens keinen, die würden in der Schule schaffen. Aber ähnlich geht es der im stillen Kammerlein durch die Teilreform von verschiedenen Technikerformationen. Da soll zum Beispiel ein Tronc commun kommen für die ersten 2 Jahre, dann ab 3., ab 4. und ab 3. Für dann ab 2. und Premiere während 2 Jahre die Schüler auf verschiedene Sektionen zu spezialisieren. Hier soll ein komplett neues Konzept angefordert gehen. Hier gibt eine ganze Reihe von Technikerformationen, notamment die vom Commerce, von der Logistik. Das repräsentiert aber trotzdem rund 400 Schüler pro Jahr. Das soll total umstrukturiert gehen, ohne à la base mit den konzernierten Enseignants und Schülerrepräsentationen zu schwätzen. Genauso wie auch verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel die Young Entrepreneuren, die zum Beispiel am Commerzbereich ganz stark mit angebunden sind, einfach links Laie gelost gehen und wieder den Kap gestoßen gehen. Basismodule wie zum Beispiel die Übungsfirma oder Projektmanagement an der Technikerformation, Module, die immens wichtig sind an der Entwicklung von praktischen autonomen Schaffen von den Schülern, die riskieren hier komplett und total auf der Strecke zu bleiben, weil die können nicht mehr gemacht gehen an den letzten 2 Jahren, aber dafür muss eng Vierarbeit sein an den ersten 2 Jahren, die Vierarbeit, die verschwunden aber durch den Tronc commun. Donc, da kommen immens viele Sachen dabei so, die ohne den geringsten Dialog, wie gesagt, mit der konzernierten Leute und Terrain, irgendwo dann am Ministerium ausgeschafft wird. Wir haben also auch angesagt, für das die Schüler aus der Berufsausbildung hier Arbeitsmaterial, zum Beispiel spezifisch Arbeitskleidung, bezahlt können kriegen. Wie kann es sein, dass der Staat zwar alle Schüler, ob sie arm oder reich sind, hier Schulbücher finanziert, aber nicht fertig bringt, einem Auxiliär de Vie, Kachwest oder einem Schlösser, Schutzschong
an seine Arbeitskleidung zu finanzieren. Dann haben wir auch die ganze Organisation vom Cycle inférieur mit den Promotionskriterien von der 7. auf 5. mit der Organisation von den Hauptfächern en cours de base, en cours avancé, sowie mit der ganzen Orientation von der 5. auf 4. Das sind alles Sachen, die leider schon lange ganz viele Kollegen, weil da der wichtige Punkt ist, könnte Michael Reuterlo noch kurz, also könnte noch mehr im Detail auf den Punkt vom Cycle inférieur am ESG, am General zurück. Daneben tun wir aber auch zusammen mit der APES an der ASEN am März des Jahres die für uns fundamental froh vom droit de négociation am Sekundär gestaltet. Zusammen repräsentieren die 3 Gewerkschaften, nämlich mehr wie Talschen von den Enseignants am Sekundär. Wir haben noch einmal absolut kein Recht bei vielen Sujets neben den CGFP-Gewerkschaften Negotiationstisch zu sitzen. Auch auf die Brief haben wir keine Antwort gekriegt. Für was kriegen wir seit 2 Jahren keine Antwort von unserem Minister Oberlei Aufrufen. In den letzten 2 Jahren haben wir zum Beispiel eng einzig Aufrufe und Madame Lehnertz gestaltet als Gesundheitsminister. Man kann ja nicht behaupten, dass Madame Lehnertz für den Moment keine Arbeit hat. Und da haben wir innerhalb von einer Woche eine Antwort gekriegt. Da stellt sich dann in dem Moment aber froh, ob der Minister Meisch an seinen Beamten nicht eventuell überfordert sind. Weil ja, da muss am Unterrichtsministerium irgendetwas passieren, wenn nicht, da muss man sich fragen, für was der Minister konsequent den Dialog mit den Schulpartnern refusiert. Merci für die verschiedenen Punkte. Wenn wir heute darüber schwätzen, für punktuell am Cycle moyen und Cycle supérieur dann Änderungen zu machen, so mehr als SEW auch, dass das wirklich ganzheitlich muss gesehen am Enseignement general an. Dafür, wie schon angekündigt, sind an einer Organisation an Kriterien der Promotion vom Cycle für am Enseignement general die größten Einfluss auf die Orientation oder das 5G haben, an die mehr teilweise vorstellen. Ich meine, wir sind also bewusst, dass 5G general mit das wichtigste Jahr an unserem sekundären Schulsystem ist, weil du am meisten im Spiel steht für die Schüler, was die berufliche Zukunft belangt. Wenn ein Schüler auf einer 5G ist, hat er theoretisch altieren abstehen. Das heißt, theoretisch hat er Access auf den Cycle intermédiaire und dann für weiterzugehen, ob mehr also Cycle supérieur und dann noch ob mehr Studien auf der Uni noch einer Premiere G. Des Weiteren wird eine Option eben von der Formation professionell an eben auch in Form von einem DT oder einem DAP. Leider ist das Cycle für am Enseignement general aber so strukturiert, dass viele Schüler mit großen Lakunen bis auf 10 kommen, wo ihnen dann recht bewusst wird, dass je nachdem auf welchem Niveau d'études sie sind, verschiedene Sektionen nicht mehr möglich sind für sie. Der Minister seiner Broschüre für die Orientation, die heißt Que faire après la 5e, verschiedene von euch kennen sie vielleicht, schreibt, dass der Schüler müsst prendre conscience de vos forces et faiblesses machen. Aber am Endeffekt, am Cycle inférieur, lässt er wirklich nicht viel Sput für verschiedene Schwächen zu kombinieren. Das duale System am Cycle inférieur mit Cours avancé, Cours de base, das ist eine super Idee, weil es gibt a priori den Aufforderungen und Schüler par rapport zu ihren Fähigkeiten Möglichkeit für die anzupassen, mit der Weise, wie es durchgestaltet wird, vermittelt falsche Tatsachen. Zum Beispiel ein Schüler, der mit einer Note insuffisant oder gravement insuffisant nur das 7. einfach so weiter könnt und dann auf der 6. general sich nicht dramatisch verbessert, den hat dann nur das Problem, dass an der Endaufrechnung bei der Orientation die Note bei eine ganz wichtige Rolle spielt. Der Schüler geht von 7. auf 5. als 7. general auf 5. general quasi durchgereicht, aber dann, wenn bis Promotion dezidiert wird, da gibt es immer gesagt, nee, da sind aber Lakunen auf verschiedene Fächer, die nicht mehr können kombiniert gehen. Und das ist für viele Schüler, aber auch für viele Eltern, schwer nur zu vollziehen. Für dann bemol, wie das du fließend gelaufen hast, dann auf das 5. eben etwas gesagt zu kriegen, was ganz schwer abzuholen ist. Auf das 5. general gehen 2 Niveau de Réussite, aber wenn ein Schüler zum Beispiel just ein Niveau Cours avancé auf einer 5. general hat, dann hat er keine Chance mehr, 4 auf ein 4. general weiterzugehen und in dem Moment auch weiterhin ob zum Beispiel ein Uni-Studium zu visieren.
Wenn sie dann nur noch an einem Lycée sind, wo eine Differenziation intern ist, das heißt an einer Klasse ganz viele verschiedene Niveauen zusammen sind, dann ist das doch noch viel mehr schwer zu verstehen für die Schüler, wie ist das dann, dass ich in einer Klasse sind, wo 5 im General draufsteht, es schon aber nicht die Möglichkeit, die vielleicht meine Klassenkameraden haben. Am Idealfall mit anderen Schülern zusammen werden Schüler motiviert, sich zu verbessern. Wir haben ein System, wo von Anfang an die Schüler am Cycle für einen ganz niedrigen Seitencheck weiterkommen kann. Also schwer für die mehr schwere oder Schüler dann den Hirwelt nach umzulehren. Und an vielen Fällen führt das echt zu Frustrationen und Décrochage, wie zu einer supplementären Motivation. Am Endeffekt ist es so, dass das System eine enorme Maturität von den Schülern an einem Moment an ihrem Leben verlangt, wo sich viele Sachen verändern, wo die Schule vielleicht nicht die absolute Priorität hat. Wir setzen aber voraus, dass die Jugendlichen sich bewusst ist, dass es nicht nur bei Schuljahren um andere geht, sondern dass es eine Periode von 3 Schuljahren ist. Auch verschiedene Jugendliche können sich gut einschätzen, aber gerade am Enseignement general gibt es viele Schüler, die das nicht können und die außerschulisch auch nicht so enkadriert sind, für das Bewusstsein zu entwickeln. Es gibt viele Erfahrungen gemacht vom Corps Enseignant, vom CEPAS, von anderen Möglichkeiten, die die Schule bietet. Aber es sieht schon viel aus, dass es hinter dem Anfeuern vom neuen System immer im Froh von Enseignant gestaltet gehen, die aber nicht direkt konnte beantworten gehen von denen Leuten, die eben die Reform ausgeschafft haben. Ich werde sogar gestern Morgen den Genuss für so eine Formation intern bei mir an der Schule mitzumachen, wo noch ein ganz neue Tableaus rauskommen sind, mit Erklärungen, die noch nicht vom Ministerium kommen sind, aber die von Leuten bei uns aus der Schule kommen sind, die sich wirklich viel Zeit geholt haben, für die Sachen zu erklären. Aber mehr als Enseignants, die aber wissen, das Schulsystem verinnerlicht tun, weil mehr schon müssen do Recherche machen, was meint ihr dann, was als Ältere so, auf jeden Fall Älteren, die eben noch nicht so familiär sind mit dem Schulsystem. Und dann dadurch fanden sich viele Schüler zum Schluss von einer 5 im General in einer Situation, wo sie merken, dass die Kiste mir schenken, auf wie sie das gedauert hatten und was auch vom System dabei so vermittelt wird. Und als ist der Cycle so, wie in einem Moment abgebaut, das ist extrem komplex und dann erlaubt just schnell Durchreichen vom Schüler durch den FR, ohne wirklich zu gucken, wo und wie punktuell dem Schüler erlauben kann, etwas nur zu holen. Und wie den Herr Bartlitsch auf gesagt hat, am Dossier haben wir ein paar Tableaus da gesagt, für zu illustrieren, wie der Enseignement Secondaire General funktioniert. Und da könnt ihr vielleicht auch selber das ganz angucken und probieren zu verstehen. Aber wie gesagt, wenn du nach vorne dazu sind, können wir das vielleicht noch später vertiefen. Und dafür ist es für uns ganz wichtig, also was auch ganz wichtig ist an der ganzen Orientationsprozedur, dass das mehr auch die Vorteile von der Formation professionell zu promovieren. Es geht immer über Uni geschwärzt, über Etudes supérieures, und das ist auch wichtig zu gucken, was für Möglichkeiten in der Formation professionell hat. Und durch Corona und Mesures sanitaires sind viele Initiativen, wie zum Beispiel Visiten als Stagen, aber Minimum natürlich reduziert gehen, das versteht ihr noch. Mehr als SEW wäre froh, wenn das Ministerium, aber auch DADEM an anderen Instanzen mehr präsent im Terrain könnte sein. Digitalisierung hat Vorteile, was den Access auf die Informationen anbelangt. Aber Schüler brauchen noch einen direkten Échange mit den Leuten aus der Berufswelt, für sich konkret können etwas unter deinem Beruf vorzustellen. Du kannst so viele Bilder, so viele Tableaus machen. Ich meine, eine in-zwei-in Interaktion oder eine kleine Gruppe, wo die Leute persönlich ausschwätzen, wenn sie da sind, wird viel mehr Vorteile. Und dafür fordern wir als SEW, dass am nationalen Niveau in Zukunft auch soll geguckt gehen, ähnlich wie die Foire de l'étudiant zum Beispiel, all Jahr eine Foire de l'Orientation zu organisieren für 5-Schüler, für das ein bisschen mehr lebendig zu gestalten. Insgesamt erleben wir in unserem Berufsalltag, dass noch großen Informationsbesoin bei den Schülern gibt, was die verschiedenen Berufe angeht. Da will den SEW als Teil von der größten Gewerkschaft von Lützburg einen Beitrag auch leisten. Für als Schüler und Schülerinnen besser über die Arbeitswelt und die verschiedenen Berufe abzuklären. Und das wollen wir so machen, dass an den nächsten Monaten Infomaterial zu den Arbeitskonditionen und Karrieresmöglichkeiten an den verschiedenen Sektoren publiziert werden gehen von unserer Seite aus. All die Punkte, die ich noch erwähnt habe und die auch den Herrn Bartel für drin erwähnt hat, bestärken also unsere Überzeugung, dass es vielleicht ein Ansatz wäre für den Cycle inférieur am Enseignement Secondaire General auf 4 Jahre zu verlängern. Das heißt eben nicht
eng Orientation oder 5 general méi Eter oder 4 general. Die Schüler gi so méi lang ze Summe bleiwen an hat noch méi Zeit fir Lakunen opzuschaffen. Wat d'Orientation belang ken den so och méi profitéieren fir eben noch verschiedene Berufe méi zu präsentieren, a verschiedene Formationen zu valoriseieren. En plus, wenn man von der Maturität schwätzen, schmengen Schüler ma große Sprung vu 5 op 4 an sie hätte noch dann ein größer Maturität 4 können dann die kruziale Schwa besser zu treffen. Außerdem wenn wir ganz viel auf passerelle schwätzen, werdet auch sech dann eng Upassung par rapport zum Enseignement sekundär klassik, weil schmengen der wüst doget nur der 4 décidéiert op Waffensektion so weitergehen. Okay, mal nächster Punkt, den wir beschwätzen, das ist ja auch gestern an der Rundreisreunion Ramu gekündigt vom Minister, der Tremmengrei mehr europäische Klassen an Schulen werden abgeholt. Das ist ja ein Trend, den man in den letzten Jahren beobachtet an die Schulen scheißt ja mittlerweile wie Champignons aus dem Boden. Und wir wollten nur nicht das Problem, den sich mit den Schulen stellt, ne, also Abkauf von Programmen oder Examen bei externen Firmen, eine Teilprivatisierung vom Enseignement, den haben wir ja schon letztes Jahr angeschwärzt. Die wollten wir heute nicht so angehen. Ein weiteres Problem, den sich stellt, ist, dass der Zeit in der Long-Term auch wird zu einer bewusster Politik einschgehende Beamtenstatut vom Enseignant feiern, weil die Enseignants, die dort an den Schulen halten, die sind nicht rekrutiert, gehen aus dem Lützebäuer Pool von den Enseignants, aber die gehen international rekrutiert, hauptsächlich aus dem englischsprachigen Ausland. Wir haben Leute, die kommen aus den USA, wir haben Leute, die kommen aus Neuseeland, wir haben Leute, die kommen aus Großbritannien natürlich, auch eine Majorität. Wir haben natürlich auch Leute aus dem französischsprachigen Raum, aber der größte Teil von den Enseignants wird aus dem englischsprachigen Raum rekrutiert. Ja, dann kommen wir eben dazu, dass wir den Personalmangel am Sekundär, den wir natürlich auch haben, das Side-Effekt von dem Ganzen, die Gott dadurch probiert zu kompensieren, indem wir international rekrutieren. Dadurch kriegen wir einen Rutsch mehr Employeen an Schulen, die Enseignants aufgrund von ihrer Sprachensituation, sie erfüllen nicht Konditionen oft für Funktionäre zu geben, weil sie den Sprachentest nicht werden packen, den als 3 Administrativsprachen verlangt. Das ist schon mal ein Problem. Sie sind als Employeen natürlich auch mehr vulnerabel wie Funktionäre, was die Arbeitskonditionen angeht. An ein großes Problem also auch die Sprachbarrieren, weil sie kennen als Lützebäuer Schulsystem nicht gut. Sie können oft nicht genug Französisch für als Gesetzestext zu finden oder zu verstehen. Und das führt zu einer Situation, wo sie oft Ungerechtigkeiten, illegale Arbeitskonditionen zum Teil akzeptieren, weil sie einfach nicht wissen, wer da richtig wäre. Und da haben wir auch den Eindruck, dass jeweils von verschiedenen Direktionen und auch vom Minister fern profitiert wird, für den Enseignants Arbeitskonditionen abzudrücken, die sie eigentlich nicht akzeptieren müssten. Als SEW sind wir bislang die einzige Gewerkschaft, die sich den Enseignants angeholt hat, die an einem regelmäßigen Kontakt auch Martine steht. Unter anderem, weil wir letztes Jahr eine Information angebieten haben über die Rechte vom Enseignant am Sekundär. Da haben wir dann ganz viel Kontakt gekriegt mit den Enseignants aus den Schulen und haben festgestellt, dass der große Malaise an den Schulen eben stellt. Viele von denen Enseignants zum Beispiel kriegen immens viel Überstunden abgedrummt, auch während dem Stage, wo es komplett illegal ist, aber wo du nur auch einen Not rauskommst, die evaluiert Arbeitsverhältnis natürlich weiter dezidiert, also ob sie angestellt gehen oder nicht. Sie wissen natürlich nicht, dass sie Überstunden eventuell prestieren, weil sie gar nicht mehr nur für sich zu informieren, ob das eben legal oder nicht legal ist. Was dann noch flott ist, ironisch gemeint ist, dass viele von den Überstunden, die Enseignants am Stage halten, die gehen nicht deklariert, weil das ist ja illegal. Die Enseignants kriegen der Wurf nicht mit, dass sie nicht deklariert sind, natürlich, sie schaffen eigentlich auch nie bezahlt zu gehen während den Überstunden. Dann ist oft nach Situationen, oft das ja fundamental auch nach Druckgegliedert und das Sekundär, da gehen ausgebildete Sekundärs Enseignants, die aus dem Ausland extra plötzlich geplündert gehen, sind für Schulzahlen am Sekundär, kriegen immer gesagt, da geht es mal an das Fundamental. Du kriegst da immer eine Arbeitskonditionen, zum Teil wie am Sekundär und eben noch eine Arbeitskonditionen für die, die da hinkommen sind. Es sind aber auch Situationen, wo auch am Sekundär da bemol gesagt geht, oh, die sind Administrativpersonal, da muss er nach den Arbeitskonditionen schaffen. Also sie kaufen einen Kader am Sarg, kommen nach hin und viele von ihnen kriegen dann aber auch mal teilweise eine bessere Überraschung, was die Arbeitskonditionen dann belangt. Dann ist es auch so, dass die Enseignants oft aus einem System aus dem Ausland kommen, die komplett privatisiert ist. Das heißt,
a Großbritannien lehnen dann zum Beispiel Schuldirektionen deelweis Paie fest von den Enseignern. Sie können die Enseignern herausgehen aus der Schule oder nicht. Das heißt, die Enseignern die haben immensen Respekt auch für ihren Direktionen und trauen sich, weil sie manchen wenig Funktionäre wie eventuell Großbritannien, sich nicht direkt zu wehren. Und daher ist der gewerkschaftliche Kontakt von den Enseignern zu uns immens wichtig, weil wir eben da auch ihnen ihre Rechte vermitteln können. Verschiedene von den Direktionen, das tun wir auch hören, werden also Formationen, die konseillieren, diesen internationalen Enseignern carrément für Member bei einer Gewerkschaft zu gehen. Das geht dann auf Welcome-Meetings, dann geht das als Punkt gesehen, wir haben Probleme in der Deis, die braucht keine Gewerkschaft, braucht nicht beizutreten. Ja, als Gewerkschaft, die eben bis die einzige ist, die internationalen Enseignern am öffentlichen Bereich und auch natürlich am privaten, aber durch schon lange vertritt, haben wir da verschiedene Forderungen. Erstens als Formation, die wir seit diesem Jahr erhalten, Trachter vom Enseignant am Sekundär, die soll als offiziell IFEN-Formation unerkannt gehen. IFEN ist den Institut, den die normale Weiterbildungen ankündigt. Wir müssen es als Gewerkschaft so halten, dass als refusiert geht vom Direktor vom IFEN für die Formation zu halten. Mit dem Argument, gibt es schon ähnliche Formationen im IFEN während dem Stage von Enseignern angeboten gehen, dann also da wäre immens erstaunlich, dass als Formation, die wir eigentlich am Anfang vom Jahr einmal wollten halten, mittlerweile schon 7-mal gehalten gehen ist, aber wir kriegen nach strubelvoll immer Demand daran, für die Formation weiterzuhalten. Also du hättest mir gerne, dass die Formation, vor allem für die Enseignern, von Anfang an gehalten wird, für das sie hier recht erkennen und dass keiner Bühne getrieben wird durch die Situation, dass sie den Spruch nicht genug kennen oder das System nicht genug kennen. Zweitens wird die Integration von internationalen Enseignern eben noch an unserem Schulsystem und noch an unserer Gesellschaft zu fördern, hätte mir gerne, dass Sprachkursen am Lützeburgischen, Französischen und am Deutschen als offiziell Formation continue von ihnen ugekannt solle gehen. Was sie fertig mit dem Stage, sie muss Südfrei eine Reihe Formation continue Stunde machen, die kann ich frei wählen und eben hier gibt mir besonders sinnvoll gesehen, dass sie auch die Sprachen könnten holen. Und dass das unerkannt wird, also gebe auch die Chance, dann erhöht gehen, dass sie einmal könnte sich verbeamten lassen. Wir fordern auch eine Evaluation von diesem System, weil, wie wir schon gesagt haben, gehen immens viele Reformen angekündigt, ohne dass sie evaluiert werden. Ohne dass wir wissen, lebt das gut oder nicht, und der Minister ist ja ein perfekter Politiker, und sie sind medialen Inszenierungen interessiert. Wir geben trotzdem gerne mal eine Analyse von diesem System, ob das so Sinn macht, weil es können doch zu einer Zersplitterung von den Arbeitskonditionen, zu einer Zersplitterung von der Schullandschaft. Und wie wir auch schon für drunter annonciert, wir werden auch in Zukunft auf diesem Dossier schaffen und noch mehr aktiv sein, wie das mal das hier waren. Kommen Sie noch kurz auf 2 Punkte zu schwätzen. Der Minister Meistin hat gestern andere Menge ganz viel über Digitalisation geschwätzt. Er will ja die Jungen mehr auf die digitale Welt vorbereiten. Hier schwätzt aber immer nicht von den positiven Aspekten von der Digitalisation. Die sind auch effektiv ja da. Wir wollen aber das Jahr auch mehr auf einen negativen Aspekt von der Digitalisation, an den Fokus setzen, und das ist uns das digitale Zuchtverhalten an den Cybermobbing bei vielen Jungen. Auf das Punkten, die immer mehr zu einem großen Problem gehen für viele Junker, hier Älteren an der Schule, wollen wir zusammen mit der Abhäs das Jahr, wie gesagt, mehr konkret angehen. Oft sind bei diesen Problemen die Älteren total überfordert. Gleichzeitig sind die meisten Enseignants schlecht auf so Situationen präpariert, während das Unterrichtsministerium an par la force des choses Schulen kein konkretes Konzept haben, für so Probleme zu reagieren. Die allgemeinen Covid-Mesuren, die mehr oder minder langen Homeschooling an den daraus entstandenen Verlust auf physische und soziale Kontakte und die ganze Problematik vom Suchtverhalten und vom Cybermobbing weiter verschärft. Der Großteil von den sozialen Kontakten ist während dem Zeitraum auch an den Internet verlagert gehen. Sexuelle Belästigung am Internet und auch an der Schule geht dann auch immer mehr zu einem Thema. Viele Junker wissen nicht, wie sie damit umzugehen haben. Den SW Sekundär, den hat dort zusammen mit Mojibel Equality
auch eine Infobroschüre zu dem Thema herausgehen, aber wir fordern, dass in Zukunft regelmäßig Weiterbildungen für Schulpersonal zu dem Sujet angeboten gehen und dass das Thema genauso eben wie Zuchtverhalten und das Cybermobbing obligatorisch an der Schule auf ZTM soll traktiert gehen. Dabei könnte natürlich auch, dass die Anonymität am Internet die ganze Problematik noch zusätzlich verschärft wird. Suizidgedanken, Alkohol- und Tablettensucht, Angststörungen etc. Das sind die dramatischen Konsequenzen von diesen Problemen bei vielen Jugendlichen. Und die Probleme die gehen konstant an Blut und das können auch die Responsablen vom CEPAS an den Lyceen ganz klar konfirmieren. Das ganze Problematiken werden wie gesagt zusammen mit der Abhäs am Laufe vom Jahr an den Schulen thematisiert gehen. Und an einer ersten Phase werden wir den 18. Oktober eine Konferenz mit der Madame Gabriela Rapp organisieren. Das ist eine Spezialistin an dem Bereich, eine Gründerin von der Association Digital Health, gesund im Netz. Wie gesagt, du hast den 18. Oktober, da wird dann die ganze Kampagne sich lanciert mit der Konferenz. Und der weitere Verlauf von der Kampagne, die wird dann noch an den nächsten Wochen mit der APES finalisiert gehen. Und da ganz zum Schluss will ich auch noch als SEW-Sekundär dem Movement Youth for Climate als Solidarität ausdrücken. Donc weltweit, bedingt durch die extremen Temperaturen und Naturkatastrophen, die wir die letzten Jahre immer mehr müssen konstatieren, dass der Klimawandel aktuell für den Tod von plus minus 5 Millionen Leute pro Jahr responsabel. Und diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren leider weiter stark klammen, während sich alles schon seit eineinhalb Jahren praktisch just nach der Corona-Pandemie drehen, dass wir all da an dem Bereich mit neuen Statistiken bombardiert gehen, schenkt der Klimawandel an seinen weltweiten Konsequenzen noch immer nicht an den Kopf von vielen Leuten angekommen zu sind. Und das, obwohl man mit großer Wahrscheinlichkeit an nicht allzu langer Zeit, hoffentlich wenigstens die Corona-Pandemie an den Griff werden kriegen, während der Klimawandel über die nächsten Jahrzehnte als Leben immer mehr schwerer kompliziert wird machen. Glücklicherweise haben wir ja eine engagierte Jugend, die sich die katastrophalen Konsequenzen vom Klimawandel bewusst ist und die sich dagegen wehrt. Und dafür, wie gesagt, solidarisieren wir als SEW-Sekundär zu 110% mit der Bewegung Youth for Climate, rufen alle Enseignants auf, hier Schüler dazu zu motivieren, sich massiv an der Manifestation vom 24. September zu beteiligen, egal was das Ministerium da wird dezidieren in dem Kontext.